So, heute bin ich in Regensburg bei der Schule Jalziner. Die ist vor 8 Jahren von Istanbul mit ihrer Familie nach Regensburg gezogen. Und mit der koche ich heute türkisch-bayerisch, eine schöne große Oberküche. Schauen wir, was dabei rauskommt. So, dann reiten wir mal Jalziner. Ja. Schule? Hallo? Schule, grüß dich, da ist der Fritz. Hallo Fritz, ich warte auf dich. Wir wohnen im 3. Stock, aber ohne Fahrstuhl, okay? Ohne Fahrstuhl, aha. Okay. Gut, ja, okay. So, da war ohne Fahrstuhl. Eine Schnauferei da läuft. Zack, die. So. Hallo Fritz. Schule, grüß dich, habe ich Ehre. Du bist Ja, sehr sportlich bei dir rein. laufen, das sag ich Komm, dir. herzlich willkommen. Ja, Schule, du hast eine schöne Wohnung hier da. Danke sehr. Große Küche da, das ist fast wie bei mir im Restaurant. Das ist super. Also, ja, so, ich habe meine Messer mitgebracht, dann willst du selber welche hast. Okay. Meine berühmten bayerischen Kalbshaxen, schau her, habe ich schon Oh. dabei. Also ich weiß schon, was ich mache. Okay. Machen wir Kalbshaxen und du machst, was machst du da als Beilage? Heute ich mache Weizengrütze, Weizengrütze. Reis mit Gemüse, Mit Gemüse? und Weizengrütze Salat. Wie heißt das auf Türkisch? Bulgur pilavı pişireceğim, sebzeli. Bir de kısır yapacağım. Mit bayerischer Kalbshaxen. Und jetzt Ja. gehen wir noch in den türkischen Laden, kauft man ein paar Sachen, da brauchst du Okay. noch was. Und da freue ich mich auch, weil so oft komme ich da nicht hin. Okay, Geh gehen mal, wir. geh mal. Okay. Gehen wir in deinen Lieblingssupermarkt, hä? Ja, richtig. Ja. Ja, Sind lauter nette Leute da, oder? Die ja, kennst du schon alle? kenne alle Leute, Kennst du weil alle? Regensburg eine kleine Stadt. Hallo. Was ist das? Kenne ich alles überhaupt nicht. Ja, Ayran. Aha. Ayran, Joghurt mit Wasser mischen und dann mit Salz. Und dann zusammen mischen wir und dann trinken wir. Und dann neben dem Kebab oder Fleischgerichte und so wir Das schmeckt trinken. da, oder? Ja, schmeckt lecker. Mein Sohn mag so gern. Du, also jetzt brauchen wir, was hast du gesagt? Tomaten Jetzt brauchen wir? brauchen wir Tomatenmarkt. Tomatenmark. Für Weizengröße Reis und Weizengröße Salat. Das ist aber ein normales Tomatenmark, wie es Ja, überall gibt, oder? Das normale, ist nichts ja, Besonderes, aber oder? türkische Marke. Also türkische Und Marke, dann noch, okay. wir brauchen Paprikapaste. Das ist auch für Weizengröße Reis und für Salat, ja? Ja. Was ist der Biber da? Was ist das? Das ist scharf aber. Biber ist Biber. Paprika. Paprika. Also, das heißt Ja, Paprika, ja, Biber. richtig. Aha, weil da steht jetzt anders drauf. Ja. Ah, da ist auch Biber, ja. dann passt Paprika schon. ist Aha. gleiche. Das Ja. ist das Gleiche, gut. Ja, Das richtig. ist der bessere Biber praktisch, oder? Gut. Okay. Jetzt brauchen wir für die Gerichte Olivenöl. Das ist die türkische Olivenöl. Ich kaufe immer von hier, von dieser Marke. Ist das anders? Also es schmeckt halt einfach anders, aber besser ist es auch nicht, Ein oder? bisschen anders, leichter Olivenöl, deswegen ich... Andere Pressung praktisch. Ja, andere Pressung. Also wie die und dann- Griechen haben ja auch gut. Ja, Ja, und okay. dann schmeckt wirklich gut. Aber die Türken kaufen türkisches. Ja. Aber wir haben auch keins, verstehst du? Bei uns in Bayern gibt es kein bayerisches Olivenöl, das haben wir nicht. Ja, okay, aber wir müssen haben, Wir okay. müssen mal Rapsöl nehmen. Jetzt Verstehst? brauchen wir für das Gericht Weizengröße Reis, ein bisschen dicke Weizengröße. Und für die Weizengröße Salat, wir brauchen ein bisschen fein Weizengröße, deswegen wir kaufen von das, ja? Okay? Also nimmst du eine Rolle 2 dann praktisch? Ja, zwei, Aha. okay. Aha, das ist das. Was haben wir da noch? Wir morcheln oder? Und das ist getrocknete Aubergine. Und dann wir machen eine Mischung mit Reis, Zwiebel und Minze, Salz, Pfeffer. Getrocknete Auberginen Und sind? fühlen wir. Ja, Hab ich noch nie gesehen. ja, ja. Aha, Da die andere brauchen Gerichte wir nicht. von türkischer Küche. Okay, jetzt gehen wir zum Gemüse. Zuerst wir brauchen Petersilie. Und dann wir brauchen Dill. Dill, ja. Okay, Dill, ja, das, frisch. gibt's, das haben wir mehr. Alles. Das ist ein guter. Ja, Frisch. Sehr frisch, sehr schön. Und dann wir brauchen Charlie's Paprika. schön. Paprika, Ja, wir auch für die brauchen- Grütze. Auch für Ja. die, Und dann wir sind alles, wir haben gekauft, wir sind fertig. Und, Und dann jetzt gehen wir heim und kochen, oder? Ja, richtig, Was Gescheites, ja. was Gescheites hoffentlich. Okay. Also dann, auf geht's. Deine Sachen da. Ja, meine Sachen. Paprika, Und Petersilie. Was brauchst du? Du brauchst einen Topf, oder? Ja, Topf brauche ich. Da der wir Weiß,
Was machst du da? Öl und Butter, glaube ich? Öl, Butter und dann erhitzen in ein bisschen schmeren Butter Ja. und dann Zwiebeln. Ich werde Zwiebeln. Würfeln und dann ein bisschen dünsten Aha. und dann Tomatenmark, die Paprikamark und dann ein bisschen Paprika, ich werde schneiden und dann alles zusammen ein bisschen dünsten und letzte diese Weizengrütze 2 Glas geben. Und dann Wasser auch und dann ein bisschen Salz und Pfeffer und dann kochen lassen. Kein Spezialgewürz irgendwie ran. Ja. Was ist eigentlich so das türkische Spezialgewürz eigentlich, wo man sagt, so das so wie Kreuzkümmel oder sowas nicht, oder? Nein, ich benutze nicht. Ja. Benutzt du gar nicht, oder? Nein, ich benutze Also nicht. du hast praktisch das Gemüse ineinander dünsten und kochen. Ja. Also das machen wir eigentlich auch nicht recht viel anders. Das Ja, ist also, richtig. wenn du das genau nimmst, das ist eigentlich eine bayerische Sache. Bloß nehmen wir halt das nicht her. Wie heißt das? Bulgur? Bulgur? Ja, sondern wir nehmen halt dann zum Beispiel jetzt Kartoffeln her oder was, weißt du? So einen Kartoffeleintopf dünsten mit Gemüse. Ja. So weit sind wir gar nicht auseinander. Ja. Du Schuli, du bist ja eigentlich auch Lehrerin, du bist ja Kochlehrerin. Ja, gell? richtig. Ja, Also in der Volkshochschule, gell? ja, 2 Jahre, ich habe Seminar gegeben und dann vielleicht weitermache ich dann. Aber ich bin normalerweise Betriebswirtschaftlerin Ja. und dann in Istanbul. Ich habe studiert, aber ich bin hier gekommen und dann Dann bist du gleich Volkshochschule. ja, Volkshochschule und dann angefangen und dann die anderen Hobbys ich mache auch. Und da kommen da bayerische Leute auch hin in die Volkshochschule oder sind das mehr Türken, die da Türken. Türken und Aha. Die lernen da praktisch da, türkisch kochen, das wird bei uns halt auch. ja. Aber bayerische Küche bist du nicht so fit, oder? Nein, nicht so viel, nicht so viel. Türkische Küche. Machst du eigentlich jetzt einmal zu Hause auch so bayerische Sachen oder interessiert dich das nicht so? Ja, ich koche nicht normalerweise, aber ich mag so gern auch bei Schnitzel und die andere Also gebratene alles, Kartoffel oder die anderen Sachen. Aber mal so richtig, also Semiknädel oder nein, sowas? zu Hause. Nicht so, oder? Nein, türkische, allein mehr türkische. Also da bist du, das ist einfach doch in einem drin dann, oder? Oder? Das ist einfach im Blut dann, oder? Ja, richtig, ist klar. richtig. Und dein Mann, der ist auch Türke, ne? Ja, richtig. Das heißt also miteinander, habt ihr hier in Istanbul praktisch kennengelernt, oder? Ja, in Istanbul kennengelernt. Wir waren so jung und dann seit 20 Jahren wir sind verheiratet. Und warum seid ihr eigentlich jetzt überhaupt nach Deutschland gekommen? Was ist der Grund? Grund war, mein Mann musste geschäftlich hier arbeiten. Ja. Deswegen wir sind hier gekommen. Und dann unser Sohn war 6 Jahre alt, hier bei der Grundschule war. Ja. Und dann er hat Gymnasium geschafft. Aha. Und dann mein Mann auch guter Job hier. Aha. Und dann gute Kontakte. Ja. Und dann deswegen jetzt wir sind hier. Ist es eigentlich so, dass man, wenn man eine gewisse Zeit da ist, hast du jetzt auch schon so ein bisschen, so wie soll man sagen, so bayerische Gefühle in dir? Oder ist es jetzt wirklich nur der Job, dass du sagst, ich bin jetzt, wenn ich jetzt sagen wir, älter bin, dann gehe ich wieder in die Türkei? Oder kann auch sein, dass du in Deutschland bleiben willst? Ja, unterschiedlich, wir wissen noch nicht, weil vielleicht mein Sohn wird hier, er will unbedingt Comiczeichner zu sein. Ja. Und dann deswegen, er kann hier studieren. Und dann, wenn er hier studiert, zum Beispiel kann ich hier bleiben und manchmal in die Türkei kann ich fliegen. Jetzt ist ein bisschen früh, etwas zu sagen. Ja, auf der anderen Seite ist dann so, die Kinder, die sind dann schon wieder, das ist die nächste Generation, die sind dann schon wieder wesentlich mehr, zum Beispiel jetzt mit dem Land verwurzelt. Ne? Richtig. Das ist ganz klar, weil wenn der jetzt, wie alt ist dein Sohn jetzt, wie alt ist der? Jetzt ist 13, aber 14 wird Zeit. Ja, dann ist er ganz jung schon gekommen mit... Ja, so früh gekommen, 6 Jahre alt war. Hat der jetzt eine deutsche Freundin oder türkische Freundin in der Schule? Deutsche. Deutsche, das ist das. Deutsche. Was kann er besser, Deutsch oder Türkisch? Jetzt ist zu Hause, wir sprechen immer Türkisch, deswegen er hat kein Problem bei Türkisch und dann er spricht auch perfekt Deutsch auch. Weil bei Grundschule er hat so geschafft. Aber das ist dann schon so, wenn man dann länger in einem Land ist, dann ist halt einfach auch der Bezug größer. Ne? Das ist schon klar. Ja, Sehr gut so. Richtig. Ja, ja. Und wie ist das jetzt auch zum Beispiel mit den Gebräuchen, die es normalerweise so gibt? Jetzt, wenn man sagt zum Beispiel jetzt sagen wir Weihnachten oder Ostern oder so, ist das jetzt für euch jetzt in Deutschland ein Fest?
Oder interessiert euch das nicht so? Weil in der Türkei. Ja, wir interessieren. Mein Sohn auch sagt immer, Mama, ich lebe in Deutschland und dann alle Feste interessiert. Wir machen alles. Natürlich, wir lassen nicht unsere Kultur. Aber die andere Seite auch mit den die andere Kulturen eine Mischung wir machen und dann wir finden immer in der Mitte. Und dann, ich finde das ganz schön, weil viele verschiedene Kulturen und dann eine gute Mischung zu machen, für mich ist am besten. Und so bayerische Kultur, warst du auch schon mal so beim Handling-Konzert oder sowas? Ja. So magst du auch, oder? Ja, wir mögen alles, ja. Aber sag mal, so bayerische Dialekt, das verstehst du das nicht so, oder? Nein, Bayerisch, ich verstehe nicht. Hochdeutsch, wenn man spricht, verstehe ich. Geht. Aber bei mir geht schon, das einigermaßen. Ja, geht so. Okay. Also ich schaue, dass ich mal ein paar andere Wörter auch mit reinbringe, ein paar Hochdeutsche. Fällt mir zwar schwer, aber... So, bei mir ist jetzt das Öl soweit. Schau her, Julia, schau mal her, gehen wir mal die Haxen rein da. Das ist nicht so... Das ist schon sauber, schau her. Gut. Wenn jetzt ein schön anbraten, weißt du? Du hast schön anbraten, links und rechts. Dann kriegen sie jetzt eine schöne Farbe. Und dann durch die Farbe, die jetzt drin vom Anbraten her, das wird dann auch die Farbe von der Sauce, weißt du? Da kommen jetzt dann noch Zwiebeln rein und die Karotten und Gewürze. Und dann wird das, dann dauert das halt mindestens 2 Stunden, weißt du? 2 bis 3 Stunden dauert. Das machen wir dann unten im Rohr fertig. Okay. Okay? Wie schaut es bei dir aus? Du machst jetzt die Paprika? Ja, Paprika und dann Kerne entfernen und dann vierte und dann in kleine Stücke schneiden. Ja. Und dann Tomaten ich werde machen. Also bist du eigentlich schneller fertig wie ich, verstehst du? Ja. So, mal umdrehen hier. Da schauen wir her, was die verschiedene Farben haben da. Ist eigentlich so, ein Kalbfleisch, das ist ja auch in der Türkei, wird das auch viel. Ja, wir machen viele Zwar Lamm mehr, oder? Fleischgerichte, Lammgerichte, Lamm am ersten Stelle. Rindfleischgerichte. Wir haben so viele verschiedene. Das schon. Weißt du, türkische Küche ist wirklich eine reiche Küche. Und dann wir machen so verschiedene Artikel. Zum Beispiel Hülsenfrüchte. Ja. Wir machen mit Hackfleisch. Oder Gemüsegerichte mit Hackfleisch. Wir machen so viele Gerichte mit Fleisch. Wie war das eigentlich bei dir so als Jugendlicher? Warst du da so neugierig auf andere Musik oder so Sachen? Ja, ich mag viele verschiedene Musik, ja. Ja. Aber meine Lieblingssache ist indische Musik. Indische Musik? Richtig. Oje, oje. Aber das ist ja furchtbar, oder? Indische, findest du das? Nein, ich finde nicht so. Da tust du dann da Bauch tanzen oder sowas? Ja, ich kann auch Bauchtanzen. Ja, ich werd's, oder? Ja, lateinamerikanische Tanzen und dann die andere bewegliche Tanzen. Ich mache so gern. Ja? Ja, Ist ich Bauch- tanze auch wirklich gut. So, jetzt pass auf, jetzt schau her. Jetzt schaust du bei mir zu, jetzt habe ich da Zwiebeln und Karotten drin. Jetzt tue ich da getrocknete Steinpilzchen rein. Gibt es das bei euch auch, getrocknete Steinpilzchen? Gut. Und Jetzt in wart. Zwischenzeit, ich muss Ja, kannst du oben Herd machen. öffnen, weil ich muss jetzt die Zwiebel andrüsten. Zwiebeln andünsten, jetzt passt bei mir auf. Ja. Steinpilzchen rein, Lorbeerblätter rein. Dann habe ich da noch einen Pfeffer da, schau her. Pfeffer rein. Und jetzt haben wir noch Tomatenmark dazu. Tomatenmark, ja. Tomatenmark, jetzt warte, das Hier war gibt es auch, kannst du benutzen, wenn du möchtest. Aha. Hast du einen Löffel? Warte, da hinten ist einer. Würfel ist hier Tomatenmark. Ja, Da haben wir noch Tomatenmark rein. okay. So, das Ganze wird jetzt sauber durchpatzt, wie man so schön sagt. Dann machen wir jetzt Mischen, gut mischen. Mischen. Oder in Bayern sagt man patzen, verstehst du? So bayerische Wörter, da geht noch nichts bei dir, oder? Sag einmal patzen. Nicht Matze. Sehr gut. So, Julia, lass mich noch mal her. Dann tun wir das auf da. Ein bisschen Butter gegeben. Aha. Und riecht schon gut jetzt, oder? Ja. Knoblauch magst du auch, oder? Der war ein bisschen an rein. Ja. Einfach so lässt du, ja? Der ist und der verkocht eh. Weißt, nach 2 Stunden siehst du vor dem nichts mehr. So, jetzt machen wir es auch so. Jetzt tun wir die Kalbshaxen ins Rohr rein. Und dann sagen wir so, nach 20 Minuten gießt man es auf mit Fleischbrühe. Weißt?
Und dann mit Weißwein und durch das Obrot jetzt und durch diese getrockneten Steinpilze kriegen wir dann eine schöne braune Farbe, das wird dann die Soße. Das tue ich unten rein. Inzwischen sage ich voll. Und riecht gut, hä? Riech mal. Hä? Super. Gell? Das ist fein. So, da brauchen wir jetzt eine halbe Stunde ungefähr. Aha. Passt schon rein. Und dann gehst du mal auf. Dann mache ich, da brauchst du die große Platte auch oder nicht? Ja, nein, diese. Brauchst du nicht, Ich oder? brauche nicht. Ich schalte mir die wieder aus. Ich brauche das jetzt. Dann nehmen wir es einmal Ich runter. bin drauf. Du bist erst da dran. Ja, Okay. ja. Wie geht's Okay. weiter bei dir? Ja, bei mir ist, jetzt ist okay, ich muss diese geschnittene Paprika geben und ein bisschen dünsten. Ja. Und dann Tomaten geben, alles zusammen wieder dünsten und inzwischen Tomatenmark, Salz und Pfeffer, Ja. alles zusammen. Und dann Bulgur, Weizengrütze geben wir Aha. und Salzen. Aha. Darf man da schon umrühren oder Ja, ja, nicht? kannst du rühren. Unterrühren. Salz? Schmecke ich. Und Ja, das schaut aber schon mal nicht schlecht aus, gell? Ja, Das ist- ja, Ja. Das passt sicher gut zur Kalbsachsen dazu dann. richtig. Und dann Paprika. Du, wenn ihr so tanzt, macht ihr Musik auch daheim? Früher ist ein bisschen Klavier gespielt. Meine Mutter auch Ah. spielt wirklich gut Klavier. Und, Aber und du das- kannst nicht so, oder? Nein, nicht so viel, wenig. Aber als Rhythmik, meine Ohren sind gut. Weil ich habe nämlich bei euch draußen im Zimmer ein Schlagzeug gesehen. Wer spielt Ja, mein Sohn spielt. da? Ah, Mein Sohn spielt. achso, der, also nur Schlagzeug, also der haut da richtig rein, oder? Ja, ja, richtig so. Und habt ihr da keine Probleme mit den Nachbarn? Nein, weil elektronische Schlagzeug Ja. können wir Stimmung Achso, da kannst du leise die Lautstärke machen. ja. Ja. Und ein bisschen einrühren. Und Papier. Was machst du Das da? ist Papier da auflegen und dann nimmt Wasser und dann dämpft besser. Ah, da schau her, das habe ich auch noch nicht gehört. Über das. Sehr Und gut. 20 Minuten und dann fertig. Jetzt warmes Wasser Ja. und dann Weizengrütze, aber muss fein sein, ja, Was? für Salat. Kleine Grütze, ja, das haben wir gesagt, das hast du schon Und gesagt. dann ein Glas, wir geben und darüber auch ein Glas Wasser und die werden dämpfen lassen. Du kochst was mir auffällt, ausschließlich mit Wasser. Aber nimmst du keine Fleischbrühe her oder mal einen schönen Wein zum Kochen? Fleischbrühe allein, ich nehme vom frischen Fleisch. Oder normale Tablette, ich benutze nicht. Nein, ich habe jetzt auch keine Tablette, das ist ja klar. Ja. Ne, aber zum Beispiel jetzt einmal einen Wein zum Aufgießen oder Ja. sowas. Nein, jetzt brauchen wir allein Wasser, es geht so. Das geht so. Aber zum Beispiel jetzt bei dem Gemüse, da hättest du jetzt auch Fleischbrühe nehmen können, oder? Ja, jetzt Statt ist Wasser. mit zum Beispiel Gemüse, ich habe gekocht. Ja, Normalerweise das hat dann Gemüse mit vom- Lammfleisch auch, ich kann kochen, aber du kochst jetzt Fleisch. Nein, weil ich gieße immer auf, weißt, mit Fleischbrühe oder mit einem Wein oder halt oder mit einem, zum Beispiel mal mit einem Speigelfond, so Sachen halt. Und du machst alles mit Wasser eigentlich. Ja, Da nimmst du auf alle Fälle nicht zu, das ist auch nicht verkehrt. ja. Mit Wasser Und? bleibt man schlank. Hast du mir noch einen Löffel, bitte? Also einen normalen Löffel? Normale Löffel Ja, Das den ist gibt mit- es schon, okay. Gib mir den. mit Tomaten. Weil ich habe nämlich aber also eine Trüffelsoße gemacht, daheim. Okay, Und die machen wir jetzt warm. Die tun wir dann als Garnitur über die Haxen drüber. okay. So, da. Die Petersilie, die schneidest du jetzt einfach zusammen klein. Jetzt mit Händen auch, aber mit Messer auch kann ich benutzen. Wie machst du das mit den Händen? Ja, In der Ding? Hände. So. Ja, Petersilie. Ja? Mach mal, zeig mal, das habe ich noch nicht gesehen. Bei uns wird das nur gehackt. Und schnell, ich mache einen Moment. So. Das sind ja ganz neue Techniken, du, das ist ja unglaublich. Ja, ja. Ist das jetzt also, sag mal, Moment, ist das wasche jetzt ich? typisch türkisch, dass man die mit den Händen schneidet, oder ist das deine eigene Erfindung? Ja, ich habe viele Dinge von meiner Mutter gelernt. Und Also dann deine wir Mutter ma- macht das auch so, oder? Ja. Aha. Ja, so macht die das. Ja, einfach so. Das ist ja gar nicht blöd, ne? Weil normalerweise ist ja, das kenne ich überhaupt nicht, also Petersilie wird bei uns nur am Bredel gehackt. Ja. Verstehst? Und dann mit Händen. Einfach Ja, so. da kommt ja ein Haufen rein, ja, für einen Salat. Das magst du ganz gut.
Ja. Ich muss sagen, Kompliment. Also alles mit dem Messer da. Und wie habe ich das jetzt angemacht? Also die Marinade, was ist das jetzt? Jetzt ist Salz, Pfeffer, jetzt ist dämpfen lassen, Ja. weißt du das? Und dann Tomatenmark, Ja. ein bisschen rote Farbe, wir werden geben. Aha. Und dann darüber diese frische Petersilie, die zu geben und dann Olivenöl, Salz, Pfeffer, alles zusammen. Wir Aber werden kein mischen. Essig. Essig magst du nicht? Nein. Aha, gut. Essig, man benötigt Ja, für gut. Küsse. Okay. So, da gehst du mal auf, Schule, schau her. Aha. Das ist nicht der rechts rauf da. Schau mal, das ist Okay. der rechts ist auch da. Schau her. Da wird jetzt eine Fleischbrühe. Deswegen habe ich dich jetzt erst gefragt, ob du keine hast. Schau. Fleischbrühe rein. Und dann ein bisschen Pinot Blanc. Gut. Auch nicht schlecht, oder? Ja, Gibt es eigentlich in der Türkei auch guten Wein? natürlich. Weinanbaugebiete auch, Ja, ja, ne? Schon, oder? Weißwein, Rotwein gibt es. Schön. Ich habe noch nie einen türkischen Wein getrunken. Ja, ich habe türkischer Wein. Dann trinken Kannst wir du einen. Ja, da hätte ich auch Ja, gedacht. Da probieren wir später. mal. Ich habe wirklich Probieren noch nie wir. einen Ja, türkischen rote Wein. und weiß ich habe. Du, was ist jetzt eigentlich schöner? Regensburg oder Istanbul? Beide. Aber Istanbul ist schon sehr schön, gell? Ja, so schön. Es ist ist eine das. Wirklich, eine wunderschöne weil Stadt. Ich habe dort geboren und dann meine Familie und dann Ja. mein Manns Familie, alle Verwandte leben dort. Das Also was mir immer auffällt, ist immer das, dass in Istanbul, da pfeift es irgendwo. fertig, Reis. Meinst du Reis fertig. Schau Ja, dann ich machen wir noch den, gleich mal einmal. den Reis fertig. Da, Moment. Dann frage ich ja noch weiter. Ich muss kontrollieren. Schaut gut aus. Ja? Ja, Wir probieren schon. ja. Schau mal. Toll. Das ist jetzt wirklich gut. Wirklich gut. Kompliment, wirklich gut. Also das wundert mich jetzt gerade, weil du hast jetzt fast keine Gewürze dran, das ist richtig gut. Okay, Das passt gut zur Kalbsachsen, das kann ich dir gleich sagen. okay. Sehr, sehr gut. Kopfsalat auch. Wie geht's da weiter mit deinem Salat jetzt? Das Aha. Und dann ist schon aufgeweicht, oder? Ja. Und Aha. dann das Momento. Und das tust du jetzt dann da drunter heben praktisch, oder? Ja. Mit dem Tomatenmark noch. Nee. Ja. Und schneiden wir. Also deine Schnitttechnik ist echt unglaublich, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Der Wahnsinn da. Das wird ja eigentlich, das ist ja gar nicht geschnitten, sondern quetscht ist das. Weißt du, was quetschen heißt? Nein. Quetschen heißt Ausdrucker. Ja. Weißt du, schaut aus wie ausdruckt. Ja. So, Julie, da habe ich jetzt Ja. noch mehr Trüffelsauce gemacht. Das ist eigentlich Trüffelsauce und ein bisschen Creme fraiche. Da kann man jetzt auch für Hausfrauen zum Beispiel nur ein bisschen Creme fraiche nehmen, weil ich das eigentlich gar nicht tue. Ja. Wenn man das ein bisschen aufs Fleisch drauf macht und dann die Petersilie drauf, dann hat das einen schönen Farbkontrast. Richtig. Wie geht's denn dir? Jetzt Salat, Kısır, Weißengrüße Salat wir machen. Ein bisschen Tomatenmark und Ja. die Farbe geht und dann ein bisschen Paprika. Und wenig, weil das ist scharf ein bisschen. Und dann Zitrone. So, ich mache. Und dann, ich brauche keine. Brauchst du keine Presse? Ja, das machst du durch die Finger da. Sehr schön. Ja. Ja, da verlierst du keine Kerne, nichts. Sehr gut. Ja. Also praktisch bist du schon, das muss ich da schon lassen. Also das ist so klar. Ja, ich das habe alles- dich gesagt, ich bin immer praktisch. Das hast du alles von der Mama gelernt, oder? Ja, von meiner Mama, von meiner Mutter gelernt. Wie viele Kinder wart ihr da? Einzelkinder. Du bist ein Einzelkind. Ja, mein Mann auch Einzelkind. Das ist aber auch untypisch eigentlich, oder? Ja. So für türkische Familien. oder? Aber jetzt ist, mit den Jahren ist die moderne Familie, sind weniger natürlich Kinder, ja, wenige Kinder Ja, kommen. Überall ist einfach so. Und dann Auf der anderen Seite. deswegen für uns ist Istanbul ist auch so wichtig auch. Ja, wir sind Einzelkind und dann wir natürlich wir leben hier. Und dann natürlich bei uns ist Familienbeziehungen sind so stark. Sehr stark, oder? Sehr, sehr stark. Gut, das sind bei uns auch stark. Also. Kinder zuerst kommt. Bei Aha. uns ist immer so. Für Zuerst die Kinder, oder? Familie gibt alles. Gibt alles. Deswegen, Und wenn wenn unsere Eltern alt sind und dann wir geben alles auch. Ich tue jetzt dabei noch meine Haxen raus, die dürfen nicht fertig sein. Ist das noch. Da bläst aber raus da. Ja. Oh, Gut, Cheese, da schau her. lecker aussieht. Hä? Super. schau her. Oh ja, ja, super. Das ist jetzt eine feine Sache, das sage ich dir. So, dann sind wir eigentlich so gut, und Fleisch ist so gut wie fertig. Naja,
Jetzt wartet der mal die raus. Und du hast Salz, oder? Ja. Ja, da Ich schau habe her. nicht gefunden hier. Salz ist hier. So, Oh, lecker. da kriegen die Kamera auch noch was abstellen. Das schaffen wir nie allein. Die ganzen Haxen da. So, dann gehen wir das da rüber. Julie, kannst du mir ganz kurz helfen? Okay, wie kann ich? Zwar, du musst jetzt, das einmal da, warte, ich geh jetzt da weg. Okay, Gehst du da her. So. okay. Und dann da ich ein bisschen was reingießen da. Du musst das gerade halten und ein bisschen durchdrücken. Geht das? So. Ich hoffe, dass es nicht spritzt. So, und jetzt werden wir noch zum Schluss hier der Majoran. Kennst du den Majoran? Ja. Frischer Majoran. Nimmst du das auch her? Das ist, also findet sie, Ich kenne, aber ich benutze nicht. das ist das beste Gewürz oder die besten Kräuter fürs Kalbfleisch. Jetzt brauchen wir Olivenöl. Olivenöl war hier. Und das machst du dann alles drunter jetzt. Ja. Gequetschter Salat. ja, aber Wenn ich Salat mache, ich schaut gut benutze nicht so viele Sachen, weißt du das? Ja. Olivenöl, Salz und Zitrone für uns ist genug. Ja, das ist auch. Ja. So, okay. Man muss nicht immer ein Essig kommen, ich meine, das ist auch nicht wichtig. Ja, ja. Kannst du ein bisschen Ja, probieren? ich Braucht bin ein schon- ich bisschen bin noch schon da. Zitrone. Schau mal, probiert mal. Salz? Braucht man? Nee, Zitrone brauchst du keine mehr. Ein bisschen Salz vielleicht, ja. Salz. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz und ein bisschen Biber noch. Aha, okay. Biber ist wichtig, den schmeckt man noch nicht. Du hast auch noch mal einen. Biber. Ja? Du magst sehr Biber. Mir gefällt das Wort so gut. Das hört sich so lustig an, Für verstehst du? dich ist extra Biber. Ja, ja, das ist lustig. Jetzt jetzt kocht meine Sauce. Rein einen Schneebesen, ein bisschen Kartoffelstärke. So, rein damit, schau her. Und fertig sind wir mit der Soße. Und abschmecken. Probier. Was ist ein Löffel? Können wir einen ein bisschen schärfer machen, musst du jetzt sagen. Aber normal müsste es auch reichen. Gut? Lecker. Gell, schmeckt richtig Schmeckt fleischig. lecker. Machen wir nicht schärfer, oder? Nein. Okay, dann haben wir schon. Schaut ja toll aus, ne? Wirklich gut aus. Da können wir fast ein bisschen stolz sein jetzt. Ja. Oder? Was sagst du? Richtig. Haben wir gut Super. gemacht. Super Super. Aufsehen. So, Okay. Alp und Jean essen mit uns. Das ist Natürlich. dein Mann und dein Sohn. Jean, schau her. Das ist für dich. Das ist für dich. Ich hoffe, wir haben gut gekocht. Eure Mama ist natürlich ein absoluter Mega-Hit und du bist ein Naturtalent, das sage ich dir. Also ich bin begeistert. Ich habe noch nie so einen guten Weizengrütze-Salat gegessen. Wirklich. Der ist wunderbar.